Jidwer kennst vu Partien, DJs. Me wie schwer das opzelehen, wissen die manst. An wat alles muss berücksichtigt gehen, der erklärt DJ Mas. Es sind Massimo Manzari, auch noch bekannt als DJ Mas, und es sind ein Haus-DJ. Wie lang warst du schon DJ? Ich bin ganz los seit ungefähr 3,5 bis 4 Jahren. Und ich bin von einer Jahr richtig professionell, mit professionellem Equipment und mit richtigen Auftritten. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe einen Kollegen von mir, der sich absolut nicht mit DJ am Hut hat. Der hat sich für 50 €, also richtig billig Geld, ein richtig klein und billig Konsole gekauft für einen PC, wo eigentlich nicht mehr Basic-Sachen drauf sind, und plus noch relativ Lust verschafft. Und schon die bei ihm gesehen daheim und schon darüber geschwärzt, was das wäre. Und ich habe gesagt, dass das eine Basic DJ-Konsole wäre. Und ich habe darüber geschwärzt, ob ich das einfach ausprobieren kann. Und dann hatte ich mal Themen. Und dann habe ich mal ein bisschen experimentiert. Und obwohl es nicht mehr ganz einfach war und auch schlecht verschafft war, hat mich aber das DJ hat mich fasziniert. Und seitdem habe ich immer weitergemacht. Was fasziniert dich dann daran? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, das ganze Zusammenspiel mit den Leuten, mit dem DJ, ich meine, du bist ja den DJ, und deine Aufgabe ist es ja, die Leute erstens mal zum Tanzen zu kreieren, und die ganz wichtige Aufgabe ist auch, die Leute Tanzen zu halten, dass sie immer weiter tanzen, die ganzen Abend durch. Und das ist eine Herausforderung, weil es geht darum, was für Lied spielen ich und was für eine Reihenfolge spielen ich Lieder. Ich meine, das ist nicht wie am Radio, wo ich einfach ein Lied normal spielt, nicht mehr Charts, Rob und Rob. Es geht darum, was für Lied spielen ich, was für eine Reihenfolge, für das die Leute eben an dem richtigen Moment darüber richtig reagieren. Und ich meine, das ist einfach eine große Satisfaktion, wenn ich dann sich richtig die geht, weil es geht darum, die Leute für dich mal Tanzen zu kriegen und sie dann noch natürlich über den ganzen Abend verdient weiter Tanzen zu halten. Was für Auftritte hast du bislang? Bislang habe ich vor allem auf Geburtstagsparty von Kollegen und Bekannten abgelöst, vor allem durch den Geburtstagen an verschiedene Säle. Und ich habe auch schon bei verschiedenen Großsachen mitgemacht, wie zum Beispiel der Freibär am Amadeus, am Café Amadeus zu Asch, wo ungefähr 300 Leute waren. Dann habe ich auch schon am Café Urban abgelöst, am Belval. Und natürlich habe ich auch verschiedene Pläne für die Zukunft. Ich habe jetzt mit verschiedenen Patronen von diversen Cafés. Aber das ist alles, was bis nach Zukunft gesehen. Was sind deine Zukunftspläne? Meine Pläne in Zukunft sind vor allem ganz natürlich während dem nächsten Jahr und bis zum Schluss des Jahres genug Auftritte zu kriegen, egal welcher Art. Und ich habe auch schon von verschiedenen Leuten geschwärzt für diverse Geburtstagspartien. Da bin ich natürlich im Moment auch Resident DJ am Café Amadeus zu Asch, wo ich alle Monat bis 2-mal ablehne. Und dann, wie gesagt, habe ich schon diverse Pläne szenariert mit verschiedenen Patronen von diversen Cafés, für die Auftritte zu holen. Und natürlich können wir auch das Schulfest vom Jungen Lycée zu Asch, wo ich auch auftreten, mittags oder abends. Was sind Schwierigkeiten, die beim Auflegen auftreten? Man kommt vielleicht mal bei den Schwierigkeiten, wo ein neuer DJ kann haben, wenn er wirklich neu an den DJ mit dir rankommt. Vielleicht ist es mal schwer, sich und Equipment zu gewinnen. Und vor allem und professionelles Equipment, weil wenn ich will, irgendwo schon Clubben oder Kaffee ablehnen, muss ich sich ein professionelles Equipment gewinnen, muss ich nochmal da können gehen. Und plus, wenn ich Lieder lauscht, dann lauscht ich einfach nicht mehr Lieder. Aber wenn ich DJ sein, dann muss ich die Lieder können analysieren, muss ich können gucken, wen muss ich Lieder mixen, wer sind Hauslied zum Beispiel abgebaut, und wen muss ich warten, man den zusammen mischen. Und das ist eine große Schwierigkeit, die kann auftreten. Und das muss eben gelehrt gehen. Und plus als DJ für Success zu haben, muss ich bekannt gehen, muss ich erfolgreich gehen. Natürlich muss ich noch gut sein. Aber für einen geht es darum, so bekannt zu gehen. Und für junge DJs, die frisch damit anfangen, ist es schwer, sich ohne zum Beispiel gewisse Relationen mit Patronen oder mit Besitzern von Cafés oder so. Wenn ich das nicht tue, dann ist es immens schwer und immens lange Weg für bekannt zu gehen und eben für das den eigenen DJ die Leute geliefert wird. Und natürlich noch Profis, also die, die schon lange dabei sind, haben Probleme. Weil kann in gewissen Kontrakten hun nach Clubben kann ihn allwoch oplehen, natürlich also immer Gefahr da, dass ihn zum Beispiel Innovet nicht gut ist oder dass die Musik
wo ich spielt, dass dat den Leuten nicht gefällt. Ich meine, auch von den DJ kann ich nicht de Gu von allen Menschen treffen. Und eben, wenn ich einst ein Abend wird, wo Leute sind, die eben den eigenen Stil nicht gerne haben, dann geht gerne gesagt, den DJ als Scheiß, obwohl er eben nicht so ist. Und das ist ein grosses Problem von den DJs halt ist, dass ich muss Lieder spielen, die Leute alle gut gerne haben. Was für Stil gibt es und zu welchem affiliierst du dich? Also mein Hauptstil, wo ich spiele, ist am Anfang Haus. Und natürlich kommerzielle Sachen, wo alle Menschen kennen, wo am Radio laufen. Parallel gibt es heute in Lützburg natürlich auch andere Stile, wie zum Beispiel Elektro, weil dadurch ein bisschen mehr harte Melodien hat wie Haus. Da gibt es natürlich auch Dubstep, wo die kommen ist am Moment heute in Lützburg. Dann natürlich auch Hip-Hop, wo gewisse Clubs hier in Lützburg lebt. Und parallel dazu gibt es aber auch andere Stile, die hier in Lützburg nicht so bekannt sind, wie wo aber in anderen Ländern heute in Europa relativ bekannt sind. Du mal zum Beispiel Hands Up an Deutschland, das hier immens großes Success hat. Das ist einfach ein mehr kommerziellen Teil von Techno, wo schnell Melodien nur dann allgemein schön abgebaute Melodien. Dann in Holland gibt es auch eine gewisse Subkategorie von Techno, das zum Beispiel Hardstyle und Hardcore. Hardcore ist wirklich für verschiedene Leute heute hier in Lützburg Comedy. Aber Hardstyle ist zum Beispiel auch mehr kommerziell. Es gibt schon einen kommerziellen Teil vom Techno, mehr am Anfang als eine Subkategorie vom Techno. Und da gibt es natürlich auch in Holland auch, mehr wie auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Amerika gibt es Trance. Das wird eigentlich nicht so wie Hause, das ist relativ einfach gehalten und nicht so wie am Hausbereich oder im Elektrobereich, legt der Fokus da und nicht so auf die Melodien. Und was für Künstler inspirierst du dich? Also DJ, wo ich gut fand, ist zum Beispiel heute zu Lützburg den DJ Sir Oliver. Und zwar, weil er spielt eine immens große Palette von Lieder. Er spielt nicht nur Haus, kommerzielle Sachen, die am Radio laufen, die jeder kennt. Er spielt auch Klassiker, Sachen, die für 20 Jahre in waren, hin Remix, die er spielt. Das gefällt mir wirklich gut, weil er wirklich eine große Palette von Lieder spielt. Dann international gefallen mir gut DJs wie zum Beispiel der Laidback Luke. Weil mich schon immens fasziniert, dass das sehen, als ein DJ-Live-Setter, wenn er ablegen geht, möchte eine richtige Show aus den Sachen. Er hat wirklich Mixing perfekt drauf, und er möchte Effekte dran, die sind einfach, meiner Meinung nach, richtig gut. Und eben, wenn er nicht lauscht, dann ist er einfach eine extreme Experience, die er machen muss, für Hausmusik neu zu erleben. Dann gibt es noch einen Schweizer DJ, Mike Candice, der hier sich nicht so bekannt ist, wo er zwei richtige Charts jetzt rausgebracht hat. Weil mich nicht fasziniert, er ist bekannt, aber er spielt nicht Charts oben drauf. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Lied könnt, wie du zum Beispiel irgendein neues Lied, das richtig gut könnt, wie zum Beispiel Welcome to Saint-Tropez, wenn er ablegen geht, er spielt das Lied nicht einfach so, wie es rauskommt, aber er möchte eine eigene Version von dem Lied und mit einer komplett anderen Melodie, mit einem komplett anderen Aufbau und trotzdem wird nochmal das Success und die Courage stehen, fasziniert mich wirklich. DJs, die mir eigentlich nicht so gut gefallen, haben zum Beispiel den Avicii, mit dem ich mich gar nicht aufreden kann, auch wenn er ein richtig gutes Lied Levels rausgebracht hat. Aber No Levels wird die nächsten 10 Lieder No Levels waren wirklich immer an demselben Stil. Und übrigens war das nicht immens, weil für mich ein Producer muss Variationen ranbringen. Aber wenn er jede Lieder hat, wo alle Götten selber sind, dann wird das schnell langweilig. Dann leider Gottes mir schon noch so den David Guetta, wo man eigentlich gar nicht geht. Ich weiß, dass das ein totgetrampelte Thema ist, aber für mich ein DJ, David Guetta ist für mich kein DJ mehr. Ich finde das für mich ein Artist, ein Pop-Artist und ein Hausartist. Aber für mich wird David Guetta mittlerweile leider Gottes nichts mehr mit einem richtigen DJ zu tun.